Yes, Friends, ihr habt richtig gelesen. Und zwar ist der neue Auspuff für meine R7 endlich da. Ja! So sieht das Ding aktuell Stock aus. Also trotzdem schon sehr schön zum Anschauen. Der Sound ist nicht nichts, er ist ein bisschen da, aber gleich irgendwie noch nicht. Und ich freue mich extrem, ich habe etwas ausgewählt, das nicht jeder dran hat. Bei der R7 ist ja so klassisch, dass man irgendwie einen Akrapovic dran schraubt oder ein SC Project, der hinten raufgeht. Kann ich aber nicht wählen, weil ich finde den Look mit dem kurzen Auspuffen so eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr, sehr geil. Darum habe ich auch unbedingt etwas wählen, das wieder kurz ist, das nicht lang ist. Und den gehen wir jetzt nachher schnell montieren und schauen, wie das aussieht. Wir sehen jetzt auch hier schon, der ist richtig grusig dreckig und das bringt man auch nicht so schön weg, wenn das mal dran ist. Nachher ist er nicht mehr so silber-alu-mäßig, sondern nachher haben wir einen Full Carbon dran. Und auch da vorne nachher das ganze Rohr, da oben kommt alles neu. Das wird sehr cool. Wir machen jetzt noch schnell einen Soundcheck, wie er Stock tönt. Ich weiss jetzt halt nicht, wie gut dass man das auf dem Mikrofon hört, aber wie gesagt, es ist nicht nichts, aber jetzt auch nicht phänomenal und darum freue ich mich riesig. Dann hätte ich gesagt, gehen wir das Ding mal abstellen und schauen, wie lange das Ganze geht. Ich weiss nicht genau, wann das dazu kommt, das zu machen, mein Mech, aber ich freue mich riesig, weil er macht super Arbeit. Darum hätte ich gesagt, fahren wir los und stellen den bei der Garage ab. Ein paar Sekunden später. Ich bin jetzt da, der Töff ist abgestellt, jetzt muss ich nur noch den Schlüssel werfen und dann geht's los. Zweiter Tag. Guys, wir haben den nächsten Tag und der Auspuff ist schon ready und ich habe den Töpf schon geholt. Oh mein Gott. Und wie perfekt ist das? Weil die meisten kennen wahrscheinlich den Spot, wo ich da gerade bin. Und es hat einfach keine Leute da. Wie geil. Ich muss das jetzt ausnutzen und darum zeige ich euch jetzt mal schnell den neuen Auspuff. Und da haben wir das Prachtexemplar. Das ist der schöne Rhodes Italia Auspuff. Wir haben eigentlich da den ganzen Auspuff da, Carbon, auch den Tipp da hinten. Es dampft sogar noch schön, vielleicht sieht man das. Da sehen wir jetzt, haben wir die Abdeckung weg, dass wir da auch schön, nennt man das den Krümmer? Sieht. Keine Ahnung. Ich bin wirklich kein Profi, entschuldige mich. Aber auf jeden Fall, hey, es sieht brutal schön aus. Und auf das, was ihr eigentlich alle wartet, ist der Soundcheck. Darum ich stelle jetzt die Kamera genau gleich her, wie wir den Stock-Sound aufgenommen haben. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze tönt. Sieht man, dass es noch rauchen tut? Wie der Auspuff noch rausraucht, weil es fresh ist. Also gleiche Distanz. Ungefähr wahrscheinlich etwa so da. Stellen wir noch da noch einmal auf. Das Ding ist fast so schnell wie der. Ich glaube, du bist sogar ein bisschen schneller als ich. Nein, stört doch nicht, alles gut. So cool, jetzt habe ich gerade noch ein mega geiles Gespräch mit denen, der Kleine, der unbedingt mal am Töff raffen. Ich muss wirklich sagen, brutaler Sound, extrem happy. Shoutout an Lukas, wo mir das Ganze gemacht hat. Macht wirklich eine super Arbeit, so schnell, so genau, so qualitativ hochwertig. Kann ich nur empfehlen als Auspuffanlage für die R7. Klingt brutal und vielleicht wird man jetzt
mehr von denen auf der Straße gesehen, weil bis jetzt sieht man eigentlich eher recht wenig. Haben wir überlegt, dass das Ganze mit einem Gutachter kommt für in der Schweiz, mit einem DB-Killer, den man theoretisch rausschrauben könnte. Dann ist das recht insane. Danke vielmals, wenn ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Vergesst nicht, ein Like, einen Kommentar da zu lassen und allenfalls ein Follow. So YouTube-Videos brauchen immer mehr Arbeit als die normalen Standard-Kurzvideos. Darum freut es mich auch sehr, wenn ihr weiterhin die Journey mitverfolgen wollt. Und dann bedanke ich mich für euch von Herzen für den Support. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Love you, bro.